Wir gehen nu in deze nächste paar Werk, in diesem Monat, in der Ostertijd an. En dit is een tijd waar we als Christen terugteken dan naar een tijd waar Jezus op een kruis gestorven deed en we geloven dat Jezus Christus heeft van dood opgewekt. Over de nächste paar Werk wil ik dan ons door een series nemen, waar we kijken aan deze series de kruis. De kruis. Wat meint de kruis voor ons? Wat meint dat Jezus Christus heeft op een kruis gestorven voor ons? Wat meint dat? Dat we zullen in Jezus Christus geloven en dat aannemen wat hij op een kruis heeft gedaan. Wat meint dat? We willen in de nächste paar Werk zijn, waar we kunnen weten dat we recht zijn met God, wegen Jezus Christus heeft op een kruis gestorven. De kruis is een ding, dat is een teken, waar, wanneer we dat zijn doen, dat is zo bekend, dat is meestal dat is niet meer bij gewöhnlich. We worden indautig met een kruis. We hebben een kruis aan onze gebieden, waar we terug gaan. We hebben een kruis in onze graf. We hebben een kruis op een graf. We hebben een kruis met goud gemerkt en we hangen dat aan onze nek. Maar waarom is de kruis wichtig? Ik wil gaan dat we zullen in de nächste paar Werk werkelijk doordenken, wat meint de kruis voor ons. We hebben aanvangen met een gebed. Jezus Christus, we zijn van de smars dankbaar dat we de gemeenschap kunnen hebben met God. We kunnen naar Jezus Christus komen, we kunnen Jezus aanbeden, we kunnen Jezus vergeving vragen, wil Jezus Christus heeft op een kruis gestorven. God, ik bid dat u was van deel met ons zijn, wanneer we deze aandacht horen, online, of waar immer we toe komen. God, ik bid dat u was naar ons reden en die was ons opbeuren met die woord van de smars. We bidden het in Jezus' naam. Amen. Hier zijn een paar dingen waar ik wil eerst doorgaan. En ik geloof deze dingen waar ik van reden wil, we moeten deze eerst verstaan, eer we kunnen dat verstaan, wat meint de kruis voor ons. Ik geloof, het grootste ding wat we moeten verstaan is dit. Ons fehlt de kruis. Waarom fehlt ons de kruis? Ik geloof, we zijn een paar Ursachen ver. Maar de eerste is, dat we zijn zender en ons fehlt een radar. We zijn alle zender. Er is keiner wat hier op de aarde leven deed en wonen deed en je leeft heeft wat niet gezind heeft. We zijn alle zender. Jeder eine van ons is een zender. Römer Kapitel 3, 9-12 zegt dit. Wat zijn we nu? Zijn we Juden beter af? Dat we een beetje stilhouden. We würden gern zijn. Zijn we als Mennoniten beter af? Wegen we zijn vielleicht met alle soorten Lehren abgewassen. Wieder sagt Paulus, nee, op keiner Weg. Wils we haben dort al klar bewezen, dat beide Juden ook Grieken Sünder sind. So als dat geschreven steht, du hast keiner, der gerecht ist, auch nicht einer. Du hast keiner, der ein Verständnis von Gott hat. Oder nur Segen det. Sie haben alle Gott seine Wege verloren und sind nutzlos geworden. Wir sind alle Sünder. Wir sind alle Söhne, die fehlen der Vergebung. Wieder die Bibel lehrt uns, dass ohne dass wir den Sinn vergeben haben, der Lohn von der Sinn, der ist Tod. Römer Kapitel 6 sagt, der Lohn von der Sinn ist Tod. Een andere weg te zijn, deze woord het uitlijn als wie wir gezind haben, wir sollen und moeten sterven für die Sünde.
Dat is wat de Bibel leert. En deze zin, deze loon voor de zin, dat is een eeuwige dood. 2 Thessalonica, kapitel 1, 5 tot 10. Er zijn een paar versen, maar het zegt es dit. Dit wies du aan dat God je recht rechen wordt. En dat God je durch je Lieden reinmerken wil voor zijn rijk. Wils God wordt doen wat recht is. Hij wordt de janja, wordt Lieden over junt brengen, ook door no Lieden loten. En junt, dat je nu Lieden maken, wordt hij rugeven. Groot zo als ons. Dit wordt hij doen, wanneer de Heer Jezus met zijn gewaltige engel van hemel komen wordt en een vlammen vuur. Dan wordt die gestraft worden, die van God niets weten willen. En nadat hij van de Heer Jezus Christus niet harken willen. Straf is, eeuwig verloren te gaan en van God getrennt te zijn, weit af van God zijn heerlijkheid en macht. Aber voor die zich hebben heiligen laten, wordt dat onbedenkbare heerlijkheid bedienen. Aan dem dag, wanneer Jezus komen wordt hij van die zijn geëerd en verherrlicht worden. Je worden ook mank die zijn, wilt je geloven wat we je predigen. So dit zegt hier aan sehr klar, dat God komt en verwessen wat God belonen, wat goud is. Wanneer Jezus wordt komen, er worden, en hij zegt, wilt je geloven, wat wie wir geloven in Jezus Christus, ons wordt eeuwig leven gegeven. Wat een einde vers zegt, aber ganz anders für seine Wort nicht geloven doen, nicht vergeefs sind. En hij zegt, de straf is ewig verloren te gaan en van God getrennt te zijn, wils weg van God zijn heerlijkheid en macht. Wieder, de Bibel leert ons sehr klar in Jesaja kapitel 64, das erste Vers sagt, dat keiner kan je nu goede dingen doen, dat wie voor God te je vallen zijn. Hij zegt es dit. En doch bet keiner die an, keiner vermiert sich an, die te houden. Du hast den Gezicht van ons weggedreht en laat ons Onger onze schuld verschmachten. Onze Sünd is te groot. Du hast keiner wat kan uitkleven van God zijn macht. Aber dit is aber de Gode nu recht. Jezus Christus is gekomen, hij is ons redder. Wanneer we ook verloren zijn in onze Sünd, Jezus Christus is gekomen onze Sünd te vergeven. En dat is waarom de kruis wichtig is. We worden in de nächste paar werk, waar we zijn, wat weer dat Jezus Christus op dem kruis deed. Durch Jezus Christus kan we vergeven zijn. Hebreeën kapitel 9, de 22 vers zegt dat Gesetz verlangt, dat mens alles met bloed gereinigd wordt en ohne bloed vergeten, heeft dat keine Sündenvergebung. Ohne dat bloed wordt uitgegoten verzend, is dat keine Vergebung. So dat is wichtig dat we dat aannemen doen, wat Jezus op dem kruis deed. En dat is zijn bloed uitgegoten voor ons, zodat hij kan ons zin vergeven. So we willen nu even gaan de nächste paar zendel, twee zendel, waar we een klein beetje zijn, wat we dat de Oude Testament ons wezen deed, van wat Jezus wordt doen, wanneer hij wordt komen. Wat is dat Jezus wordt doen op dem kruis,
En wo die Oude Testaments ons wijzen wat Jezus wil laten doen. De eerste kleine geschichte wordt ons klar wijzen dat wat Jezus wil doen op dem Kreuz. En dat vingen we in 1. Mose kapitel 22, 1 tot 14. En dit is het geschichte van Abraham en zijn zoon Isaac. En zo, wanneer je in de Bibel gaan, we worden van deel in 1. Mose kapitel 22, 1 tot 14 lezen. En dit is, dus vele dingen in het Oude Testament, dit is een voorbeeld van waar Jezus wordt zijn, later wanneer hij wordt komen. In Engels zeggen we dat is een foreshadow. En schatten wat verder ver wordt gaan dat is wie dat schatten het eerste zijn. En dan no dat komt dat wat het schatten geven dat. Of schatten merken dat. Dat schatten, zeggen we hier, dat is Isaac. En die wat dat schatten merken dat is Jezus Christus. So we aanvangen met de eerste 2 versen. En we zien hier dat God deed Abraham op een proef stellen. Hij zegt in een gewisse tijd later, dit is de eerste vers, stelt God Abraham op een proef. God roept hem aan en zegt, Abraham. En Abraham zegt, hier zie ik. En God zegt, neem eenmaal die einzigen zoon, Isaac, dem du goud bist, en go naar de jent van Moria, ik waar die door einen gewessen boy wiesen, en du zoals door napkonen en een opfer van aanmerken als een brandopfer. So hij zegt hier in de tweede vers, du zoals van arm Isaac een brandopfer merken. Ik geloof, er zijn 2 oorzaken waarom God Abraham dit verstellen deed. Eerst zegt dat hij stelt Abraham op een proef. De Bijbel leert ons in Roma en in Hebrea dat Abraham is een voorbeeld van waar mensen der alle tijden worden geraad zijn, worden geraakt worden door geloven. En God moest aan Abraham schaffen dat zijn geloven sterker wordt. En door zijn leven kan we lezen waar Abraham welke dingen doorging en met jedes Mal was zijn geloven dat hij sterker en sterker worden deed. En die wir God zijn proef aan Abraham te zijn hoe sterk zijn geloven wir. En wanneer we in deze tijd zijn, wanneer God onze geloven proeven deed, ons is het nog smakelijk. En zo wird het ook voor Abraham. De vrouw wordt zijn, wordt Abraham werkelijk God vertrouwen? Ik geloof, wanneer we kijken een klein beetje naar deze versen en we zeggen, wat is het dat God verlangen deed van Abraham? Ik bedoel, er zijn zeer veel van ons wat würden dat werkelijk kunnen doen. We würden in vertrouwen aan God groot genoeg gaan, dat we würden dit werkelijk doen. Aan zijn ene zin opvan. En ik wil ook zeggen, hier zijn nog veel meer dingen wat we würden van dit kunnen zijn. En dat is hier nu van de ganze series van boodschappen. En ik geloof, de tweede oorzaak waarom God ons dit geschikt heeft gegeven, waarom we dit deed, is dat we kunnen wat verstaan, wat vergeving en wat radung is. We kunnen verstaan wat vergeving en radung wordt schaffen door alle tijden. Eerst door Israël, dan door Jezus Christus. God wil aan de Israëlieten zullen verstaan wat hij wil gaan, wat hij deed, wanneer zij wat in offer geven deed in de tempel. En wieder, wie als Christen zullen verstaan, wat deed Jezus, wanneer hij wordt geofferd voor onze zinden. Ik wil ook we zullen twee woorden besonders aantekenen. En dat is, dat Isaac wie Abraham zijn einzigen zoon,
Das hier ist ganz bekannt, nicht? Das ist Johannes Kapitel 3, der 16. Vers. Gott gibt sein einzigen Sehen. Und dann sagt er auch, dem du Gott bist. So Abraham hat eine große, diepe Life für Isaac. Und die Bibel lehrt uns auch dort, Gott der Vater hat eine große Life für Jesus Christus. Wenn Jesus Christus gedeiht wird, wenn er wieder rückkommt, was sagt Gott der Vater? Das ist mein Sehen, der ich Gott sehe. Aber das ist ein Vorbild von Jesus Christus. Aber von der Welt kann wir sollen uns auch sein, in wer Isaac ist. Wir sind nicht Gott sein einzigen Sehen, aber wir sind gelieft von Gott. Gott hat eine große, tiefe Life für uns. So Isaac wie Abraham sein einzigen Sehen. Abraham hat noch ein Sehen, Ishmael. Aber wir ein Sehen, was nicht durch Gott seine Versprechen kommen wird. So Isaac wird der sehen, wo der Gott will schaffen. Das ist actually meist schwer zu verstehen, zu begreifen, was Gott hier verändert. Wenn Abraham wird Isaac sein Opfer geben, dann würde kein Sehen überbleiben, wo der Gott wird die Versprechen vollbringen. Und dort ist eine große Volk Israel, dort wird lauter Israel sein, durch Isaac bringen. Aber hör mal, was in Hebräer Kapitel 11, 17 und 19 was dazu sein wird. Dort sagt in der 17 und 19 Vers, durch den Glauben opfert Abraham den Isaac, als er auf eine Probe gestellt wird. Er, die Versprechungen gekriegt hat, wie bereit, sein einzigen Sehen zu opfern. Dabei wir gesagt worden, dort seine Nachkommen durch Isaac kommen sollen. Er verleiht sich durch, dass Gott auch kann Todes abweichen und bildlich gerät. Kriegt er Isaac von Tod trägt. So Abraham hat ein großes Vertrauen, Glauben an Gott, dort wann er wird Isaac opfern, dort er wird Isaac kriegen. Gott wird Isaac von Tod abweichen. Isaac will auch sein einzigen sehen, aber Abraham hat eine tiefe Life für Isaac. Ich weiß nicht, wie viele von Ihnen haben mal in ein von jenen Dingen, jeweils Dinge haben, ein krankes Kind in der Arms gehabt. Und das Kind dort taubt, wegen das Kind ist in so eine große Weide. Und das ist nicht, was wir Eltern können tun, um die Weide wegnehmen. Das ist nicht, was wir können tun, um das Kind besser merken. Und ich glaube, das ist nicht, was schwande ist für uns. Das ist nicht, was uns da auf dem Hort liegen wird, als wenn ein Kind sich dort leiden muss. Wenn wir haben eine tiefe Life für unsere Kinder. Und Abraham hat krass eine tiefe Life für seinen Sohn Isaac. Und doch, Abraham wir bereit, um Isaac opfern. So, was ist das dann, was wir können hier sein von Gott sein Hort? Gott hat dasselbe Life für uns. Gott hat dasselbe Life für uns und wir sind die, die an Altar legen down. Wir sind die, die ab den Altar legen down. Wir sind die, die geopfert worden wegen unserer Sinn. Ein interessanter Ding ist, dort, wo diesen Opfer soll sein, Moriah, dort wir ab ein Boy, und weit irgendeiner wurde Boy ist, dort ist derselbe Stadt, wo Salomo den Tempel bauen deit. Und den Stein, wo die Juden leben deiten, dort
Isaac doorliggende naar dem Altar, dort als dezelfde steht, wo der allerhöchste Heilige steht, wir. Dort wieder steht, wo einmal das Jahr der Hohepriester neingehen hat, um ein Opfer geben für die Menschen. So das ist interessant, weil das ein Vorbild wäre für die Zeit. So dann sind wir wieder in Feier, drei Bad saß, dort Abraham und Isaac gingen auf dem Boy Tauben ab. Sie leiten die deiner Tag, also gingen von den Jüngern weg und gingen am Opfer, oder ab den Boy ab, haben ein Opfer gegeben. Und dann wir bis Abraham und Isaac. Und hier ist es interessant, was wird han durch Isaac seine Gedanken gehen? Was wird han gedacht? Was wird han gedacht? Und dort wird han vielleicht sehr still gewesen, wenn er auf ein Boy abging. In 5. Vers sagt es das, und dann sieht Abraham nach seine Deiner blieb hier, und ich war den Esel auch hier loten. Aber ich und den Jungen wollen noch wieder dort hingehen. Und wenn wir erst Gott haben angebet, kommen wir zurück bei hier. Das ist auch ein Vorbild für uns. Wenn wir wollen für Gott stehen, du hast keiner, was du willst stehen mit uns. Wenn Gott uns rechten wird, wenn Gott uns wird rechten auf den letzten Tag, wenn wir für Gott stehen, dann Gerichtstag, wir wollen du allein hingehen mit Gott. Wir wollen nicht gern sein, dass wir Jana seine Schuld, dort als Jana seine Schuld, dass es das gelebt haben, wir gehen in den Gerichtstag allein an. Isaac ging hier allein auf dem Boy ab mit Abraham. Und dann sagt es in der 6. Vers dort, Isaac drückt dort Halt und er hat viel gewundert. Warum dreht ich dort Halt und wo ist der Opfer? Wo ist der Brandopfer? Und das ist ein Vorbild, wo Jesus Christus wird auch dort Halt drehen für sein Opfer. Und wir haben nicht Zeit, um da wieder hinzugehen, aber das ist ein großes Vorbild. Und dann kommen wir bei der Portgeschichte, wo wir uns fängt das Mess an zu grülen. Und das ist in 7 bis 12. Und hier ist Abraham, er merkt alles right. Und er ist right, Isaac opfern. In 7 bis 12 sagt es das. Mit einmal sieht Isaac zu seinem Vater Abraham, und Abraham anführt. Was soll sein, mein Sehen? Und Isaac sagt, wo ist dort? Wir haben hier dort laut und auch dort Halt, aber wo ist dort Lamm für das Brandopfer? Und Abraham sagt, Gott wird nur sein, dort er ein Lamm für das Brandopfer hat. Und so gingen sie beide noch wieder. Als sei dann, was er steht, kämen, wenn Gott ihm gesagt hat, büd Abraham durch einen Altar und lädt dort halt durch boven trag. Er verbunk sein Sohn Isaac, der hing in der Feit, und lädt am Altar ab dort halt. Und Abraham hielt dort Maße reid, um sein Sohn schlachten. So was von Bild, das ist ein Bild, was uns vielleicht mit graseln wird. Uns graselt das Bild. Hier ist Abraham, er sagt nur seinen Sohn, er prüft am all ruhig zu halten. Gott wird ein Opfer geben. Und ich habe fertig, das eben gelesen, ich habe gewundert. Hat Isaac nicht jungen angegangen? Hat er seine große Vertrauen an seinen Vater, dort, wenn er da auf dem Altar liegen wird, kann man dort nicht an, dort er wir da, was Gott, was sein Vater wird dort merken? Wie er nicht da, was der Brandopfer wird geben, was der Brandopfer wird sein?
En doch zei wie dat Isaac weer op een toer. En dan op de vaar zegt de stad. Aber du mer raubt den Herrn zijn engel van hemel. Abraham, Abraham. En Abraham zei, hier zie ik. Ik zie hier. En de engel zei, hierop. Du den jong nusch. Nu weet ik dat du voort hast voor God en am gehorchen dest. Du hältst nicht einmal den einzigen Sehen von mir. So hier sehen wir dort, wann Gott Abraham op de proef stellen deed, dat Abraham een grote diepe geloven had. Ik wil van deel ons helpen dat begrijpen. Wie zijn die wat du op dat halt liggen doen? Wie zijn die wat verder God zendt en God heeft zijn maßerheid? En wir gingen groß eine Serie der wir als Gott und wir sagen, dass Gott als heilig und er hat eine euren Sinn. Alle von uns liegen durch auf dort Halt. Und Gott hat sein Maßereit nicht wegen er will, aber wegen er heilig ist, er macht. Er macht den Sinn strafen. Der Lohn für unser Sinn ist Tod. Kann wir das wirklich annehmen von der Smars? Wie liegen du? Und wie sind alle Sünder? Das meint nicht, dass Gott nicht Life hat für uns. Ich bedoel sehr, dass Abraham in dieser Zeit 3 Jahre hatten. Der hat nicht 3 Jahre. Am Quäl dort, dass er das muss tun. Aber dort, was Gott gesagt hat, muss er tun. Gott hat Life für uns von der Smars. Gott hat Life für uns. Er ist uns gut. Aber wenn er heilig ist, muss er den Sinn strafen. Aber dann wieder in den 13. und 14. Vers. Und das ist, wo der Gute Nachricht kommen wird. Und als Abraham abkijkt, zag hij een bok. Die met de henne vast in de bos weer. En Abraham ging en nam dat bok en slag dem voor de brandoffer en zijn zeen zijn stad. Van dan aan nam Abraham de stad Amma, Yahweh, hier. But den van deze dag wordt gezegd, op een boy wordt de Heer doen zijn. Abraham weer reid, tom Isaac opfern. Isaac dood maken. En dit is een beeld waar jeder eine van ons, we zijn door en God is in de weg rijdt en hij rijdt zijn om aan strafen voor onze zinden. Aber krijg zoals in deze Geschichte, God geeft een bok, dat de bok kan sterven, leven en entsteht Isaac. God heeft een bok gegeven, dat een bok kan sterven, leven is wie. Die, wat sterven kan, leven is wie, is Jezus Christus. En dit is een leer wat we moeten verstaan. Wat meint dat, wanneer de Bijbel dit ons leert, in het Oude Testament besonders, in het Nieuwe Testament ook, dat de lam, de bal, de kaas en opfer, een zindopfer weer voor mensen. En dat meint dit. God dit dort vertuschen, dort wat afschuldig is, dort doet merken, liever is dort wat schuldig is. Hij deed het vertuschen. Kraken zijn waard dat via Isaac, hij via die wat sterven zal. Liever dat Isaac sterven deed, dat God liever dat bok, de bok dood maken. En liever den Opfer van den bok nemen als Isaac. 2000 jaar terug, dat is wat Jezus Christus op een kruis deed. Ik en du
En jeder einer wat geleefd hat. Wie sind die, wer ab den Kreuz haben soll sein? Wie wären die, wat uns die Arbeit oder die Lohn verdient haben? Wie sind die? Wie sollen sterben für unsere Sinn? Aber leider dort, wie Martin sterben für unsere Sinn, Jesus Christus erst ab dem Kreuz gestorben, so dort wie nicht der ewige Tod Brücken nehmen. Römer Kapitel 5, de 6. Vers, als eine Vers, wo der klar lernt hat. Hoffentlich laat uns nicht zu Schande worden, wilt uns durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist, Gott seine Leib für unsere Horten gegoten ist. Und an 2. Korinther Kapitel 5, 21. Vers sagt es dort. Gott mögt den, der von keiner Sinn wisst, in unser Städte zu sind, dort wie der am für Gott gerecht worden, so aus dort für am jallendet. Gott mögt die, was keiner Sinn wisst, in unser Städte zu sind. Wir würden gern sein, wie wir in die, was ab dessen Autor wären, in Isaac seine steht. Jesus kam und lädt sich ab den Opferbad durch. Hij wird die, was leider geopfert wird, ist wie. Jesus Christus ist der Vertuschter und der, was sterben wird in unserer Stadt. Ich will uns von dir ermutigen. Ich weiß nicht, wo je von dir mit Gott stehen. Ich weiß nicht, wie wir das in ein klares Verständnis haben, was Jesus Christus auf dem Kreuz tat. Vielleicht sind von dir, sondern von jünt. Je sind noch auf den Autor. Je liegen du noch. Je haben den Lohn ganz verdient. Wir haben alle. Wie liegen du noch? Und Gott muss bereit sein, mit seinem Maße zu sein, uns strafen, ewig strafen für unsere Sünden. Aber wie brücken du nicht bleiben? Du erst einer, der kann leider die Strafe annehmen, ist wie, und der ist Jesus Christus. Ich will von dir schließen, mit uns weiter halten denken, wo wir können weiten. Dort die Strafe wird von uns aufgenommen und dort wird an Jesus Leiber gesagt. Und dort ist das. Wir müssen dort bekennen, dort wir Sünder sind. Wir müssen dort weiten, dort wir Sünder sind und wir sind kalt gekommen. Wir müssen dort bekennen und wir müssen Vergebung fragen. Das zweite Ding, was wir müssen dort annehmen und dort glauben, was Jesus Christus da am Kreuz. Dort ist gestorben am Kreuz, Leiber ist wie. Das dritte Ding, was wir machen tun, ist, wir machen dort ganz vertrauen, wir machen dort annehmen. Nicht bloß glauben, aber annehmen, dort vertrauen, unser ganzer Glauben sagen in dort. In der Bibel lehrt uns, wenn wir dort tun. Dort wird uns die Strafe für unser Sinn, da wird von uns raufgenommen und da wird an Jesus Christus gesagt. En de nächste zondag waar we zijn wat Jezus deed, wo dat merklich ist, dat Jezus de zin heeft betoeld. Ik wil van deel met ons taub beten. Vielleicht sind er von deel, sondern wat noch niemals haben, Jesus Christus angenommen. Wenn je wollen, ich würde ihn kriegen, mit mir taub beten von deel. Wir beten. Jesus Christus, wir bekennen dort von deel, dort wir sind Sünder. Wir bekennen dort von dir, dort wir sind die, was an der Natur liegen tun. Wir sind die, was an deine Eier liegen tun. Jesus Christus, vielleicht sind von dir Smars, sondern was
dit voor de eerste Mal hier dan. Oder voor de eerste Mal begrijpen dan. En wanneer zo'n zijn, bid met mij op. Jezus Christus, ik beken mijn zin. Ik neem dat aan, wat du gedaan hast op een kruis voor mij. Ik geloof dat het voor mij weer. En Jezus Christus, ik neem dat van der aan voor mij zelf persoonlijk. In de Bibel zegt, wanneer we onze zinnen worden bekennen, en we geloven aan Jezus Christus en wat hij gedaan heeft voor ons, dat we kunnen weten dat we zalig zijn. En van der nemen we dat aan. En Jezus Christus, ik bid ook dat deze leer, wat de ondergrond is van ons geloven, wordt ons zekerheid geven, dat we kunnen in vrijheid en vrijheid voor die leven. We bidden dit in Jezus' naam. Amen.